Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und wir machen direkt hier weiter auf dem Weg zum Südentor. Oh. Doch, wir kommen mal bis zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter dem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Jesus, hör auf mit einem nicht wahr. Ich hab's auch ohne sie dann bis hierher geschafft. Am besten ihr vergesst den nichtsnutzige Kerl gleich wieder. So, jetzt spielen wir aber aus der Sicht von Lilly. Ich finde es auch so lustig, die Bilder. Der guckt grimmig wie Zau und die eigentlich relativ entspannt, fast schon träumerisch. So, mein lieber Steiner. Ich bin erst mal... Ah, nee. Lieber nicht zurück. Schade, da war nämlich noch etwas, was ich, über Leiter hätte erreichen können. Über Leder hätte erreichen können. So, Blende, Perseus und Shell lernen wir hier durch den Multistab. Und macht der Angriff um 6 stärker. Zipfelmütze. Kannst du wirklich was mit anfangen. Filzhut. Kannst du auch nichts anfangen, weil Gemach Schwarzmagie ist. Aber das bringt ja wenigstens hier so ein bisschen was. Macht die Stärke zwar ein bisschen runter, aber die Zauberabwehr hoch. Nee, dann lassen wir es auch so sein. Lederarmreif bringt ihr nichts. Hier kann sie Gift und Galle lernen. Ich habe jetzt nebenbei einfach mal im Internet eine Liste von alle Abilities gekriegt. Und die habe ich jetzt einfach mal aufgemacht. Die habe ich jetzt so nebenbei. Dann kann ich mir immer wieder angucken, was die Dinger eigentlich machen. Und ich habe es jetzt zum Beispiel hier, Gift und Galle. Steht in der Beschreibung drin, schützt vor den Statusveränderungen Gift und Toxitus. Also das kann man dann mit dabei haben. Dann wird man wenigstens ziemlich vergift. So, hier hat sie jetzt das Baumwollkleid. Kleid vor allem. Kleid, da kannst du dann Apotheker noch mit dazu lernen. Da kann ich jetzt auch sofort mal noch gucken, was das bringt. Apotheker verdoppelt im Kampf die Wirkung von Potion, High Potion und Äther. Das ist natürlich sehr praktisch und Shell weiß ich, das ist ein Schutzzauber. Ein Accessoire hat sie derzeit leider nicht parat. Aber ich kann ihre Abilities erstmal ausrüsten. Apotheker ist definitiv hilfreich. Gift und Galle kann sie definitiv auch anlegen, die gut Frau. Und ich glaube, dann war es das erste Mal, oder? Das, was man durch sonst hin... Das sind alles Angriffs- oder beziehungsweise Sachen, die man im Kampf verwenden kann. Ja, das sind weißmagische Sachen. Perseus heilt Versteinerung. Proteus schützt vor physischer Attacke. Shell vor magischer Attacke. Antidot heilt Vergiftungen. Vita, Vitra und Viga, das sind dann die unterschiedlich starke Heilzauber. Blende, bin ich mir nämlich sicher, was das macht. Können wir ja mal testen. Könnte auch... Ja, können wir einfach mal testen, was das macht. So, was haben wir dann hier noch? Ein Potion. Und, was sagt der hier? Der Arbeiter. Sieht denn, da ist ein gigantisches Tor. Immerhin nimmt es ein ganzer Berg ein. Wenn Sie eure jetzige Standard wissen morgen, dann kommt doch einfach mal das Schild da aber. Ja. Seht ihr vielleicht etwas, was euch quält? Na, gucken wir doch mal. Ah ja. Fräulein Lilly. Wir haben das Bordentor basiert. Borden Gate, alles klar. Also das Bordentor ist so Borden Gate, nämlich mal im Sinne von Border, Grenze, das Grenztor einfach. Wir befinden uns jetzt auf der Lindblumsche Seite von der Borden Station. Oder Bordenstation. Südentor fällt zwar noch unter Lindblumsches Territorium, aber wenn wir erstmal die Abusbergkette hinter uns, befinden wir uns wieder im Königreich Alexandria. Ja, da ist dann auch so Station. Starly Gate gibt's da noch. Und Treno Gate gibt es noch. Hier ist unser Ziel, das Treno-Tor. Der Weg bringt uns in die Stadt der Adlicher, noch Treno. Ja, da kommen wir auch noch auf jeden Fall hier. So, du bist anscheinend hier nochmal... Schaut euch ruhig um. Okay, da können wir definitiv noch ein bisschen was kaufen. Können wir 720 Stück Dodofu kaufen. Dann sind wir da wieder ausgerüstet. 3 Dodofu. Echo-Kraut können wir gerne Nummer 5. Hier können wir gerne Nummer 4. Einfach damit wir im gerade Bereich wieder sind. Das ist der stinknormale Itemhändler gewesen. Okay. So, wie schaut es dann hier aus? Grimo. Mognet? Bitte, Kupo, übergib den Brief an Natsuna. Ah jo, machen wir. Danke, Kupo. Dann speichern wir noch. Herrlich. Das ist ach so etwas
abgewandelt die Version von Melodies of Life, vom Hauptthema von Final Fantasy IX. So, dann können wir jetzt... ich bleib du einsteigen. Ich habe doch meinen Passierschein hier. So, bitteschön. Wollen ja mit dem Bergmeer fahren? So ist es. Euren Passierschein bitte. Bitte. Dankeschön. Alles bin ich Betrieb. Wir könnten die Abfahrtszeit flexibel gestalten. Ja, dann sofort los. Bitte einsteigen, wir würden kürzer abfahren. Gut, das ist natürlich schön, wenn man da flexibel gestalten kann. So. Gut, dann ist hier nichts Großartiges mehr. Dann können wir uns so genauso gut hier hocken. Lasst uns hier hinsetzen. Wir werden kürzer abfahren. Noch ein bisschen Geduld, bitte. So. Der waschelt jetzt noch rum. Halt, schon wieder abfahren. Gerade noch erwischt. Oh, vielen Dank nochmal. Ich hab zu danken. Alle festhalten, der Zug fährt ab. So. Puh, irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es war in der Tat keine Reis. Noch von den Blumen bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie. Euer standhaftes Verhalten gegenüber dem vorlauten Mokri im Wald der Schokobos. Und euer grandiose Strategie mit der Schwesgurke. Die Handlungsweise von der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Steiner, ihr sollt mich ja nicht so nennen. Oh, bitte, Verzeihung. Schon gut, bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert, nachdem ich sie dann auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Der Kerl war die Frechheit in Person, selbstsüchtig und trotzköpfig. Naja, zugegebenermaßen war ein Mann der Tat. Aber das undistanzierte Verhalten gegenüber der Prinzessin, gegenüber Fräulein Lilly ist unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Okay. Und dann Rückblende zu dem unverschämten Kerl. Kannst du aufstehen, mein Beste? Freya, kümmert euch nicht um mich. Rettet Burmetia, rettet unser Königreich. Burmetia. Und wieder einer verstorben. Wer war das? Wer hat's gewagt, Burmetia zu überfallen? An Kizamaluke vorbei. Okay, gut. Da sind wir jetzt ganz raus. Wir können jetzt aber hier auch noch ein paar Kleinigkeiten vornehmen. Genau, hier lernt er Eisra und Gemach. Durch den Feuerstock lernt er dann Feuera. Und ich habe irgend so einen Multistock, der bringt dann alle zweite Stufe Schwarzmagie bei. So, Gemach. Lernt er sowieso. Okay, der Filzhut bringt er ihm irgendwas. Zauberabwehr hoch und der Wille etwas runter. Okay, dann geben wir trotzdem den Filzhut. Du bringt nix was. Geld und Leben. Muss ich gerade mal gucken, was das macht. Geld und Leben. Bei einer Flucht erhält man 10% der Geldmenge, die man durch einen Sieg bekommen hätte. Okay, ja, das ist eher so ein Ding für Sedan, so Gaunerfähigkeit. Die hat noch Insomnia zu lernen. Habgier. Was macht eine Habgier? Gerade nochmal gucken. Habgier. 50% mehr Gil nach einem Kampf. Das ist natürlich nicht schlecht. Haudin Lukas. Muss ich auch gerade mal gucken. Sofern eine Waffe mit einer Statusveränderung ausgestattet ist, wird diese mit dieser Ability erst unwirksam. Okay, das ist relativer Quatsch eigentlich. Götterspeise. Was macht dann das? Schützt vor den Statusveränderungen Gips und Stein. Das ist praktisch. Wenn schon. Gerade mal gucken. Was dann? Wenn schon. Stiehlt bei einem erfolgreichen Diebstahl noch zusätzlich Gil in folgender Höhe. Okay. Noch Sidans Level. Wenn schon. Sollte man auf jeden Fall verwenden für Sidan. Ja, hat er schon drin. Kavalier bringt... Gucken wir noch einmal. Jetzt ist jetzt echt praktisch, dass ich die Liste hier neben mir habe.
Kavalier. Nimmt Schaden der weiblichen Charaktere auf sich, die physisch angegriffen werden und nur noch über höchstens 50% ihrer maximalen HP verfügen. Okay, das kann schon mal nicht schaden. Geld und Leben ist eigentlich Quatsch. Ah, Arsen Lupin. Könnte ich jetzt auch noch mal gucken, was das bringt. Arsen Lupin. Ich weiß noch, dass es für sie dann recht nützlich war. Erhöht die Erfolgsrate des Kommandos Klauen um ca. 50%. Stimmt. Definitiv sehr nützlich. Geld und Leben ist Quatsch. Du Mama lieber. Genauso wie Haut den Lukas ist auch Quatsch. Machen wir lieber Weihraucher. Ich glaube, das bringt mehr Angriffsrate bei untote Gegner. Okay, ja, können wir genauso gut Geld und Leben auch wieder reinmachen. Na gut. So, Vivi hat Haut den Lukas und Gift und Galle. Was anderes hat er gar nicht drin. Freya hat Pestizid. Das macht mehr Schade bei Ungeziefer-Charaktere. Also bei solcher Ungeziefer-Gegner. Insomnia und es werde Licht. Muss ich auch nochmal gerade gucken. Nee, es werde Licht. Schützt vor Statusveränderung blind. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Level Up bringt 50% mehr Erfahrungspunkte. Noch im Kampf. Und Insomnia schützt vor der Statusveränderung Schlaf. Okay, Schlaflosigkeit heißt ja auch. Okay, gut. Ist eigentlich wichtig. Vollmond. Muss ich jetzt auch noch gucken. V wie Vollmond, ziemlich weit unten. Die Trance-Leiste füllt sich etwa doppelt so schnell wie gewöhnlich. Okay. Nicht verkehrt. So, dann nochmal hier reingucken, wer was nochmal hat. Ja. Okay, ich denke, wir sind soweit eigentlich ganz fit unterwegs. Dann könnten wir höchstens nochmal zurückgehen. Und könnte man auf... Ne, Quatsch, auf dem Felsplateau über Gizamalukas Grotte gibt es, glaube ich, schon diese grüne Drache oder so, die man doch fertig machen kann. Die sind derzeit viel zu stark für uns, die Gegner. Okay, wir sind jetzt im Königreich Burmetia. Das ist dieser Nordwestzipfel hinter, der von Berge abgeschottet ist. Auf dem Kontinent des Nebels. Uiuiui. Das sieht aber olver aus. Ein Echsenmensch. Jetzt sehen wir die Biester mal in richtig. Rotationsklinge macht das Vieh hier. Ui, das zieht schon viel ab. Du gehst auch nochmal auf den Echsenmensch und Quina versucht den Kerl zu fressen. Proteus, der schützt sich vor körperlicher Angriffe. Merkt man schon. Mal abwarten, ob der alleweil schon schmackhaft genug ist. Und? Muss schwächer werden. Okay, dann hauen wir weiter drauf. Nata. Von dem können wir bestimmt irgendwas Tolles lernen. Echsenmensch können wir auch noch drauf Haare. So. Dann können wir es ja mal mit dem, ich weiß ja nicht, wer ist denn jetzt noch da? Oh. Probier's doch mal mit dem Echsenmensch, weil ich glaube, Vivi macht ihn jetzt gerade platt. Und sein Gletscherstock. Uiuiui, sein Gletscherstock sieht aber auch cool aus. So, na okay, dann probieren wir halt den zu fressen. Der Echsenmensch ging jetzt leider nicht. Und? Kürbisvoller gelernt. So wird's gemacht. Sehr schön. Gift und Galle und Bodyguard und Insomnia haben sie gelernt. Okay. Dann erstmal bei Vivi nochmal reingucken. Oh, bei Freya. Sorry, das ging automatisch. Insomnia. Okay, dann können die jetzt theoretisch ein neues Ding hier lernen. Das ist aber für sie eigentlich bestimmt hier das Teil. Und schützt vor Elektrizität. Lassen wir es erstmal gut sein. Bodyguard. Theoretisch könnten wir sie ganz abschwächen. Damit sie noch Tontauben lernt. Gerade mal gucken, was das macht. Erhöht den physischen Schaden gegenüber fliegenden Gegnern um 50%. Ja, komm, scheiß drauf. Okay, Gift und Galle muss er jetzt nicht unbedingt lernen. Ja, wobei, gibt es bestimmt auch später noch Dinge, wo sie es lernen kann. Gut, dann Vivi. Gift und Galle hat der gelernt, da geht eh nichts mehr. Alles klar. Okay, gut. Dann können wir weitermachen hier. Kann Freya auch erstmal hier das schwächere Teil tragen, damit sie Gift und Galle lernen kann. So, hier ist andere Tor. Der Wind hat's mir verrotet, der Geruch von Verbrannten und der Geruch von Blut.
Hinter den Mauern spüre ich der Rausch vom Triumphgrad von frisch heimgekehrte Soldaten. Ja, riecht komisch. Das Verhältnis ist Gutes. Aber die Blume riechen gut. Aus seinem natürlichen Verhalten kann unser eins noch Lehrer ziehen. Da wäre ich mir aber nicht so sicher, ob man von dem noch was lernen kann. Wärst du meine Gefühle so ehrlich wie der werte Queener, dann täte ich das jetzt sicher. Und sie dann die Blume, die schmeckt ausgezeichnet. Siegst. Nee, der Schein trügt sicherlich. Uns läuft die Zeit vor, lassen uns gehen, Burmecia ist nimmer weit. Aber wir nehmen die 2 Kisten hier auf jeden Fall noch mit. Zeltehalter. Ja, da kommen wir nicht durch. Okay, was gibt's dann hier noch? Ein High Potion. Die können wir definitiv gut gebrauchen, aber leider derzeit bei Händlern noch nicht kaufen, was ich etwas schade finde. So, wie ist dann das hier? Warte mal gucken. Nordentor. Okay. Ja, da kommt man von rechts, von Alexandria, noch links noch Burmecia und das südliche Gedöns ist Lindblum. Hier ist jetzt aber Burmecia mit dem Hauptkönigreich Stadt Burmecia. Oh, 2-mal Echse-Mensch. Wir wirken mal Feuer auf den. Falls er dann noch steht, können wir einen Schmauser. Dann attackiere schon mal den 2. Ja, ich bin mal sicher, von dem können wir was lernen. Und? Ja, da steht noch. Ich probiere ihn mal zu fressen. So. Und da wieder was gemacht. Okay. Bei dem Ende hat der Schutz schon hochgelost. Und? Kriegst du ihn runter? Muss schwächer werden. Gut. Vivi hatte verdammt gute Ausweichquote, muss ich sagen. Dann probieren wir das Vieh jetzt nochmal anzugreifen. Eventuell ist er jetzt schwach genug. So. Wow. So, allmählich wird es aber echt heftig hier. So, und? Queener, kriegst du ihn runter? Level 3 Deflex gelernt. Sehr schön. Habe ich doch gewusst, dass man von dem was lernen kann. So. Aber wenn der sich so ganzes Urvieh am Stück neipetzt. Tja. Okay. Gift und Galle hat Queener gelernt. Dann muss ich jetzt als allererstes mal wieder die Gruppe hochheilen. Moment. Erstmal ordnen wir hier alles automatisch. Dann werden erstmal wieder mal Leute hier geheilt. So, gut. Waren schon wieder 10 Tränke, die ich hier verballert habe. So. Hier regnet es auch schon. Da sollten wir noch einmal unseren Mogri rufen. So. Ich mag speichern. Ja, ich hätte jetzt auch noch mal Zelte können, aber egal. Lassen wir es mal. Und speichern einfach nur. So, oder? Und dann hätte ich auch Sache hier, liebe Leute. Ich mache an der Stelle sogar schon hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo es dann noch Burmecia reingeht. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.